LGBTIQ+ kommt aus dem Englischen. Jeder Buchstabe steht für einen Begriff. Basteln wir das Ganze also mal auseinander. Die ersten 3 Buchstaben sagen etwas über die sexuelle Orientierung aus, also darüber, wen jemand anziehend findet oder liebt. L steht für Lesbian, also lesbisch. So bezeichnet man Frauen, die Frauen lieben. G steht für gay, also schwul. Das ist ein Wort für Männer, die Männer lieben. Und B steht für bisexual, auf Deutsch bisexuell. So nennt man Menschen, die sich sowohl in Frauen als auch in Männer verlieben. Beim nächsten Buchstaben geht es um Geschlechtsidentität, also darum, wie eine Person ihr eigenes Geschlecht empfindet. T ist die Abkürzung für trans oder auch transgender. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, wird ihm ein sogenanntes biologisches Geschlecht zugewiesen. Wer einen Penis hat, ist ein Junge. Wer eine Vulva hat, ein Mädchen. Für die meisten Menschen fühlt sich das richtig so an, aber nicht für alle. Sie spüren ganz klar, dass ihr biologisches Geschlecht nicht zu ihnen passt. Das heißt, eine Person hat zwar einen weiblichen Körper, fühlt aber, dass sie oder er ein Junge bzw. ein Mann ist. Oder die Person spürt, dass sie ein Mädchen bzw. eine Frau ist, obwohl sie mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde. Es gibt auch Menschen, denen bei ihrer Geburt kein eindeutiges biologisches Geschlecht zugeordnet werden kann. Kinder, die sowohl männliche als auch weibliche körperliche Merkmale haben. Für diese Menschen benutzt man das Wort intersexuell. Weiter geht's mit dem Q. Q steht für queer. Dieser Begriff lässt sich nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen. Er steht für viele Menschen. Queer können sich zum Beispiel Personen nennen, die lesbisch, schwul, bi oder trans sind. Oder Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Oder als beides. Oder auch Menschen, die finden, dass es außer Mann und Frau noch weitere Geschlechter gibt. Und das Plus am Ende? Das steht für alle Menschen, die hier noch nicht aufgezählt wurden und die finden, dass keiner dieser Buchstaben ganz genau für sie passt, die sich aber trotzdem der vielfältigen LGBTIQ+-Bewegung zugehörig fühlen.